Uraufführung einer musikalischen Weingeschichte, ein Saal gepackt voll mit Gästen, 10 Bewerberinnen um den Titel Deutsche Weinkönigin 1964. Das war die Atmosphäre in Neustadt, nachdem Inge Schwab den Thron für eine Nachfolgerin freigemacht hatte. In einem Nebensaal 48 Wahlmänner. Sie sollten ihre Stimme der Vertreterin eines Weinbaugebietes geben, die in einer voraufgegangenen Prüfung den besten Eindruck hinterlassen hatte. 28 entschieden sich für die 20 Jahre alte Weinkönigin von Franken. Marita Bäuerlein. Geboren in Rimstadt, erzogen bei den Ursulinen in Würzburg, mittlere Reife, höhere Handelsschule, hauptberuflich im Weinbau tätig. Feierliche Krönung, freundschaftliche Küsse, Beifall. Deutschland hat eine Majestät mehr. Marita Bäuerlein hält Hof. Ein Jahr lang, 365 Tage, angefüllt mit Empfängen, Begrüßen, Hände schütteln, Reden halten, Reden anhören, Interviews, Presse, Film, Rundfunk, Fernsehen. Das alles im Auftrage des Weins, des deutschen Weins. Herrn Cornelsen kennen Sie ja inzwischen bereits, glaube ich. Ja. Sie kennen die Damen, Herr Cornelsen? Ja. Aber ein kleines Gespräch, ein bisschen abseits vom Wein, das wäre uns am genehmsten. Wie lange waren Sie Weinkönigin? Entschuldigen Sie, dass ich nicht mit Ihnen anfange, aber das Alte interessiert auch. Ja. Ich war seit dem 28. August vergangenen Jahres deutsche Weinkönigin. Das waren wie viele Tage jetzt? Das waren etwa rund 400 Tage. Und wie viele von diesen Tagen waren Sie nicht zu Hause? Nicht zu Hause, 399. 399? War ich unterwegs. Einen Tag waren Sie zu Hause? Nein, 299. Das ist genug, das sind 300 Tage. Haben Sie damit gerechnet, als Sie sich beworben haben? Fast. Ich dachte, es könnte in der Zeit genauso hinkommen, aber da Inge ja so 14 Monate Weinkönigin war, hoffe ich, dass es bei mir nicht ganz so viel wird. 300 Tage kommen auf Sie zu. 300, ja. Sie ist ja nur 12 Monate, deutsche Weinkönigin, denn normalerweise wird ja in Neustadt gewählt. Aber in den Jahren, in denen der Deutsche Weinbaukongress stattfindet, wird an dessen Ort gewählt. Aha. Der ist eben schon 2 Monate früher. Herr Cornelsen, aber eine Frage noch. Sie sind im elterlichen Betrieb beschäftigt. Ja. Sie bekommen Gehalt. Bis jetzt noch. Bis jetzt noch. Ja. Und was wird, wenn Sie nun Weinkönigin sind, wenn Sie 300 Tage nicht zu Hause sind, arbeiten Sie nicht. Infolgedessen haben Sie eigentlich keinen Lohn verdient. Da haben Sie vollkommen recht. Diesbezüglich muss ich mit meinem Papa noch verhandeln. Sie sind also Ihrem Vater rettungslos ausgeliefert. Ja, insofern schon. Herr Cornelsen, wer zahlt die Unkosten einer solchen Repräsentation? Unkosten. Und was sind die Unkosten? Was bezeichnen Sie als Unkosten? Reisekosten, Übernachtungskosten, sogar den Friseur. Gibt es ein Friseur auch? Und gibt es ein Taschengeld? Nein. Gibt es nicht mehr. Nein. Das heißt, wenn also eine Weinkönigin in einer Stadt ist und dann mal 2 Stunden ganz allein bummeln will, da muss sie in die eigene Tasche greifen. Jawohl, dazu gehört eben viel Idealismus. Sie wird von ihrem Gebiet natürlich hin und wieder unterstützt, aber wir wollen noch mal eins festhalten. Zur Weinkönigin gehört nicht nur Idealismus, sie ist kein Profi. Na, Sie waren fast professionell. Nein, muss ich entschieden widersprechen. Wie weit sind Sie gekommen? Nur Deutschland? Ja, in der Hauptsache in Deutschland war ich unterwegs, also in allen Bundesländern einschließlich Berlin. Aber Und Ausland? Nein, bis jetzt nicht. Aber ich hoffe, dass es meiner Nachfolgerin einmal vergönnt sein wird, auch im Ausland tätig zu sein. Welche Länder haben Sie besonders im Auge oder wo haben Sie Verbindungen angeknüpft? Also ich denke ganz besonders in erster Linie an Amerika. Und gerade letzte Woche war ich noch mal mit 2 schwedischen Ministern zusammen. Auch diese sind Schweden, sehr daran interessiert. Amerika. Interessiert Sie das? Aber sicher. Haben Sie damit gerechnet, mal ins Ausland zu gehen, als deutsche Weinkönigin? Waren Sie schon im Ausland? Privat? Ja, privat war ich Schon. Aber Amerika? Die ersten Zusagen liegen Nein, schon vor. nein. Schweden? Auch nicht. Auch nicht. Also 2 Dinge, die Ihnen sehr genehm sind, Allerdings, wenn sie haben aktuell recht. werden. Unkosten, ich muss noch einmal darauf zurückkommen, Herr Cornelsen. Wie ist es mit der Kleidung? Wir stellen, wenn ich das so sagen darf, ein Dienstkleid. Das geht in Ihr Eigentum über. Und jetzt habe ich eine letzte Frage, das gehört auch zur Kleidung. Diese Krone, ist das echtes Gold?
ist Silber vergoldet. Und die Perlen? Die Perlen, ja pardon, die Krone wird auf eine Perle gesetzt. Herr Cornelsen, vielen Dank, meine Damen. Mehr konnte mir nicht dazu sagen. Vielen Dank. Ja.